haben erst in der Ferne gemerkt, was ich daheim eigentlich her. Wir haben aber beide voll gegeben mit Leuten zum Tuch. Der Klaus hat damals in einem Lagerhaus gearbeitet und war auch viel in Kontakt mit verschiedenen Menschen. Und ich mag die Leute weggehen und sind dann von vielen, die Urlaub am Bauernhof anbieten, bestärkt worden und haben gesagt, komm, tun das doch. Und ja, wir bereuen es überhaupt nicht. Wir haben von Anfang an so unsere, was wir uns vorgestellt haben, was wir gegeben hätten an Auslastung, ist weit übertroffen worden. Und auch Gästekinder, also wir haben Familien, die sind schon da, seit die Kinder halt auch schon richtig klein sind. Das heißt, ich bin sozusagen mit denen groß geworden. Und mit denen bin ich dann halt auch mit auf Ausflug gegangen und ja, das ist eine richtige Freundschaft entstanden, würde ich sagen. Für mich war das noch nie so, dass ich das Letzte aus meinem Feld rausholen wollte. Also für mich war es eigentlich klar, dass ich mag keinen Kunstdünger und kein Spritzmittel und das mit dem Bio, das hätten wir schon länger gemacht, aber ist dann eigentlich erst gegangen mit dem, dass wir nachher den neuen Stall gebaut haben. Vorher war es halt, ja, wäre kompliziert gewesen und wir haben im Prinzip schon nach Bio gewirtschaftet, aber der Stall hat halt den Richtlinien nicht entsprochen. Die verschiedenen Leute und die vielen Geschichten, die sie mitbringen und ja, die halbe Welt bei uns auch nicht, dass ich fort muss. Was sie tun, unsere Gäste, ganz viel am Hof sind. So einfach das einfache Zeug, was sowieso da ist, für uns ist es ganz normal, aber für sie ist es nicht alltäglich. Und wir müssen nicht wundern, dass man es irgendwie belehren muss, sondern einfach echt singen und lernen und dann lernen sie es.